had to kick a chick out of the studio for the shit's nuts. Wunderschönen guten Morgen. Es ist Samstagmorgen, kurz vor 9 Uhr. Wir gehen jetzt den Ruben abholen, weil wir eine Mission. Und zwar habe ich mir etwas Kleines organisiert, wo wir jetzt auf Olten holen. Ein paar von euch wissen, dass ich im Trading Card Game unterwegs bin, also Sammelkarten. Sammeln wie aber auch spielen, mit Riftbound zum Beispiel. Und es ist aber etwas, was mit meiner Kindheit zu tun hat. Ich tue euch noch nicht zu viel verraten, ihr seht es dann vor Ort. Was ich da sicher mitnehmen muss, sind ein paar Sleeves. Wenn ich noch finde, ich muss gerade schon schauen, ob ich noch ein paar habe. Dann noch so Inner Sleeves. Ich schaue mal, ob die einfach können, ob das die richtige Größe ist. Dann nehmen wir so eine leere Box mit. Dann will ich mal schauen, ob sie noch ein paar Sleeves hat. Show us the good stuff. Seht ihr da noch ein paar Dragon Sleeves? Unten hat sie noch etwas. Jetzt kann sie nicht mehr drin. Da hinten hat sie auch noch. Jetzt einfach so frech, Mara, wenn du das siehst. Ich nehme dir die schnell mit. Ich gebe sie dir zurück, sobald ich umsleeven kann. Ruben, where are you? Also schreiben wir dem sicher schnell. Kommen Sie, Ruben! Ey! Was, Mann? Also kann ich sagen. Ja, tipptopp, Alter. Ich freue mich, weißt du, auf unser Reisli. Olten, am Bahnhof ist der Treff. Ich habe meine Spritzenkanüle vergessen. Gimbal! Gimbal! Hallo! Hallo! Hast du auch noch Sleeves mitgenommen? Ja, für dich. Geiles Sicht, Pokémon Sleeves. Oh, ist das ein Hint, Chat? Ist das ein Hint? Where could we possibly go? Chat. We secured the goods. Bro, was machst du, Bro? Hey, was machst du an meinem Karrenkollege? Ah, wegen meinem Licht, das nicht geht, oder Wer was? die Ferrari da überprüfen, da ist etwas nicht gut. Das schreit nach einem neuen Auto. Sicher nicht. Nein. Alter, das hat dich sogar so verfolgt, das ist crazy. Was? Ich wollte so da runter und das ist immer auf deiner... Auf jeden Fall, Chat, ich zeige euch jetzt. We secured the goods. Das hat ausgesehen wie ein Drogendeal am Bahnhof Olten. Shoutout an Luca. Danke vielmals. Ich zeige euch jetzt mal, was wir da geholt haben, Chat. Bro, aber wir stehen scheiße für das. Ich muss das Auto umparkieren. Kannst du mal den Uhr sich wieder zumachen, Kollege? Wir fahren so. Ich tue das Auto drehen, weil da in der Sonne so ist voll scheiße. Grüezi. Was machen Sie beruflich? Hallo? Hallo? Weißt du was? Ja, Schmidt, Kantonspolizei. Zürich, Hand aufs Auto. Was? Scheiße. Noch ein Stück. Noch ein Stück. Noch ein Stück. Ja, komm. Ja, noch ein Stück. Jetzt ist gut. Sie hat das super gemacht. Dankeschön. Approved. Machst du die Sleeves auf? Die passen nicht. Passen die? Ich denke nicht. Wir werden sehen, SpongeBob. Wo sind die Karten? Wo sind die Karten? So haben wir das aufgemacht am Bahnhof. Plötzlich alle Leute um uns herum am Schauen. Ja, das ist guter Stoff. Sei bloß vorsichtig. 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 Okay, Chat, so we secured us some goods. Sieht man das überhaupt? Ja, auf der Glührack. Nicht Shadowless, sondern was ist das andere? Unlimited. Unlimited. Ist in einem Play-Zustand, hat ein paar Kratzer drin, Rückseite auch. Dann haben wir ein Nocturne, also das ist sehr geil. Sehr schön. Ein Bisa-Floor. Bisa-Floor haben wir da noch. By the way, die meisten Karten, die wir da haben, sind auf Deutsch. Wir haben ein Nidoking. PP, auch sehr geil. Ey, ich habe so Nostalgie-Moment gerade, Bro. Es ist insane. Ein Gyarados. Ein Mewtwo haben wir da. Mewtwo. Noch ein Shanaira. Das ist Machamp. Und ein Squapple. Chat. Sehr nice. Sehr coole, tolle, oldschool-Karten. Der Zustand ist Gleich wie das da. Aha, ja, danke. Der Zustand ist mäßig eben. Sie sind played, die Kanten haben es drauf, Kretzer haben es vorne in den Holos drin und so. Das Glurak eben, da vorne hat es 1-2 Kretzer drin. Ich weiß nicht, ob man es sieht. Da so, wenn es Spiegel sieht, vielleicht hat 1-2 Kretzer drin. Und die Backside vor allem halt, an der Seite ist es ein bisschen, da unten hat es eine Eindruckstelle. Aber
Es ist mir jetzt mehr um die Karten gegangen, als um den krassesten Zustand ever. Weil es ist einfach wirklich so ein Throwback, Alter. Es ist so geil und ich habe schon immer die Karten so toll gefunden, die Oldschool-Karten. Ich weiss nicht, was bei dir ist, ich finde Oldschool-Pokémon einfach so OG. Und darum bin ich richtig happy. Nebst denen, die wir hier haben, die müssen wir gerade sleeven, haben wir hier noch einen ganzen Stapel an Bulk. Eben, werttechnisch ist das jetzt nichts krasses, aber einfach Karten von früher. Auch mega, mega toll, finde ich richtig, richtig cool. Es ist richtig Kindheit für mich gerade. Es ist richtig schön, ich bin so happy. Und jetzt sleeven wir die Scheiße mal. Wir sind ungesleeved jetzt für x Jahre und das müssen wir ändern, Bro. So, und jetzt gehen wir noch das wunderschöne Olten ein bisschen anschauen. Wir gehen wieder heim, fahren wir los. Leute, ich bin der Sucht verfallen. Too late. Wir müssen noch schnell in Two Moons Sleeves holen und Toploaders holen. Und Two Moons hat noch Riftband gehabt. Da habe ich das Display geholt. Das wird gripped on stream, also tune in. Da ist mein Name. Kommt vorbei, Güchsle. Ich tue so schnell den Dachboden durchsuchen, ob ich meine alte Karte alle weg habe. Irgendwo müssen die sein. Ich habe gerade den Fund meines Lebens gemacht. Ich habe meine alte Sammlung gefunden. Und da hat es wirklich ein, zwei echte Bangers drin, vor allem da hinten. Oh, das ist ganz geiles Zeug. Das ist meine Lieblingskarte seit eh und je. Die Magbrand Level X. Ach du heilige Scheiße. Da hinten haben wir die Box gefunden. Jetzt ist die Frage, hat es da noch weitere Boxen? Oh Mann. YouTube All-Stars reign supreme. You'll have to tune in to find out. But for now, they get this moment to enjoy. The teams draw 10-all. They come out on top after penalties. And 3 of the 7 side men have some serious bragging rights. Ich habe jetzt einfach noch schnell auf den TÜV gumpen, um ein bisschen den Kopf zu lüften. Ich habe gerade Sidemen Charity Match geschaut. Und ein paar von euch wissen schon, dass der Sidemen meine absolut grössten Inspirationen sind ever. Ich verfolge die seit ich 15, 16 bin und ich finde es so toll und cool und schön, was die machen. Und jedes Mal, wenn ich das Charity Match schaue, inspiriert mich das so fest, weil ich will das auch schaffen. Das ist mein Traum, den sie leben. Und gleichzeitig zieht es mich aber auch irgendwie ab, weil ich weiss, es ist so schwierig, dort hinzukommen und gleich bin ich auch immer wieder ein bisschen im Ungewissen. Ja, es ist einfach sehr viele Fragezeichen aktuell rum, weil ich gebe euch jetzt noch ein bisschen Background-Informationen. Ich lebe ja nicht von Social Media, das wissen auch die meisten. Ich arbeite 100% und vor etwa einem Monat ist mir der Job gekündigt worden. Und ich weiss, ich muss das überhaupt nicht negativ ansehen und ich sehe es auch positiv, weil es öffnet mir mega, mega viele Türen und es gibt mir so viele neue Chancen. Und ich sehe es auch als Möglichkeit, jetzt wirklich mit dem Social Media richtig durchzustarten. Und der ursprüngliche Gedanke war eigentlich so 50-60% arbeiten und den Rest mit Social Media machen. So habe ich mehr Zeit dafür. Dann hatte ich aber noch ein gutes Gespräch mit dem Janis und er hat gemeint, hey, mit dem, was ich mache, mit dieser Reichweite und einfach wie ich es mache, könnte ich easy es schaffen, davon zu leben. Aber ich habe irgendwie das Gefühl, ich habe noch zu wenig Erfahrung und wäre ein bisschen risky mit dem Ganzen. Und darum möchte ich mich eigentlich einfach absichern mit den 50-60%. Aber ich habe halt wie noch nichts. Und einfach das sind so Gedanken, die mir durch den Kopf gehen. Und ich weiss, dass ich, und das soll jetzt wirklich nicht abgehoben tönen, aber ich weiss, dass ich so ein Potenzial habe, das wirklich wenige haben in der Schweiz, bis niemand. Wenn ich wirklich mein Leben schon in der Social Media Bubble eigentlich verbracht habe, aber wirklich mich auch damit auseinandergesetzt habe beim Schauen. Und ich weiss, dass ich es schaffen kann. Und ich weiss, dass ich es schaffen werde. Und ich glaube an mich. Aber es ist hart. Und es soll ja nicht einfach sein, es soll hart sein, aber es ist manchmal wirklich einfach sehr hart. Weil es ist sehr ungewiss und man hat halt niemanden, der es einem so direkt vorgemacht hat, sage ich mal so. Oder niemand näher, der einem so die Guidance geben kann. Und dann manchmal hätte ich einfach gerne noch so ein bisschen die Person, die mich an der Hand nimmt und mir noch so ein bisschen eine Guidance gibt, aber gleichzeitig tue ich mich auch viel mit anderen Creators austauschen und ich hole mir eigentlich die Antwort auf meine Frage, aber gleich, es ist anders, ich könnte es mir vorstellen und darum, ja, einfach sehr viel, was man gerade im Kopf hat. Aber ich finde das wichtig, dass ich das mit euch teile, wenn ich wirklich so eine Serie aus dem Ganzen mache, wo ich euch mitnehme in meinem Leben, dann möchte ich das auch mit euch teilen. Ich weiss, ich schaffe es. Ich weiss, ich will es schaffen.
Und ich weiß, ich kann das und ich glaube an mich. Ich mache das. Ich bin einfach so hungrig nach dem Ganzen, Mann. Ich liebe es. Und ich will, dass es funktioniert. If you are willing to guide it, to nurture it, to believe in it. But how? How? I need your help, Master. No, you just need to believe. Master! You can't leave me! You must believe. Master! Hey Joe, das ist der Sandro. Ich hoffe, alles fit. Ich hoffe, du bist zu Weg. Ich habe gefunden, ich melde mich mal schnell bei dir. Und zwar habe ich aktuell geplant, dass ich wirklich, was den Content angeht, Social Media und so weiter, jetzt gerne noch mal ein bisschen einen durchgeben möchte. Dafür bin ich aktuell so ein bisschen auf der Suche nach einem Studio. Ich kann mir vorstellen, das gibt es in der schweizerdeutschen Szene so halt noch nicht. Wenn ich das richtig aufsetze, ich sage dir ehrlich, behindert gut ankommen kann. Ich wünsche dir noch ein ganz schönes Weekend und wir hören voneinander. Bis dann, ciao, ciao.